Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blastingenieur und dies Jahr zur Neujahrsansprache, von der Blaster Neujahrsansprache oder wie auch immer ihr das nennen wollt, und da gehen wir jetzt mal durch, was wir denn das Jahr so vorhaben. Und fangen wir mal an mit der Streif. Die hat immer noch keine Schulterstütze. Das habe ich letztes Jahr nicht mehr geschafft. Das habt ihr vielleicht gestern gesehen oder letztes Jahr, das wie auch immer meint. Und ja, aber vielleicht soll ich Ihnen frohes neues Jahr und alles wünschen, der ganze Kladderadatsch. Der wird das unwichtig. Gehen wir gleich, was wir das Jahr so vorhaben. Das Jahr ist kurz. Es ist jetzt so lang wie sonst nicht mehr, aber es ist kurz. Und ihr habt da Hanne rings um mich rum schon ganz aufgeblasst. Ich habe schon fast keinen Platz mehr, also haben einiges vor. Und die Streif, die braucht der Schulterstütze. Und ja, ich habe mir dann neulich das Video wieder angeguckt. Und ein paar Teile sind noch original. Also ich glaube, das Hebele, das der Schieber hin und her schiebt. Aber was man machen kann, also wenn ich viel Zeit habe, das Jahr so Streifgehäuse für Kurzmagazin. Und ja, das ist mir noch durch den Kopf geschossen. Und da vorne das Ding will ich anders machen, das soll ein bisschen, da will ich noch was anderes machen. Schulterstütze noch, oder vielleicht 2, 3, wenn wir da schon dabei sind. Alter, das kann man so nebenher mal drucken. Das ist, glaube ich, zum Entwerfen nicht viel, weil das Ding hat am meisten Zeit gekostet und der Rest ist halt, das ist freie Gestaltung. Aber da waren wir sicherlich noch ein paar Anbauteile und dann findet man irgendwann raus, vielleicht wie ich das euch zugänglich machen kann, wenn ihr genug battelt. Und dann haben wir noch unser Double-Strike, die haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Da will ich noch, bin ich auch am Überlegen, was wir da noch machen. Das Hebel anders, das wird eine kleine Geschichte. Und dann haben wir die Double-Strike in der Single-Strike-Variante. Und mich stresst das immer noch, dass das Hebel nicht geht. Ich habe noch keine Idee, wie man das umgesetzt kriegt, dass man da quasi ein Jolt machen können mit Hebele rund zum Wunder. Das müsste einfach dann noch da irgendwie verbunden werden mit dem Mechanismus, dass das übersetzt wird. Dass man das nicht so spannt, sondern so. Das wäre völlig unsinnig, aber cool. Und was ihr mir in die Kommentare immer schreiben solltet, ob man da das Anbauteil anders macht oder einfach auch mal was Eigenes überlegen. Oder was ich da auch noch zur Auswahl habe. Da habe ich 2 davon. Die da noch. Die Turtles Cowboys Waffe da. Da. Ein bisschen Blastern statt Böllern. Das ist der Zweihandbetrieb. Das ist, ja, das laden wir wieder rein, dass es aufgeräumt ist, weil sonst muss ich nachher da wieder eine halbe Stunde den Krusch suchen. Da habt ihr keine Lust zu. Also gut, ihr müsst nicht zuschauen, aber ich habe keine Lust dazu. Und ich finde den Blaster schon cool, aber die Optik halt nicht. Das sieht ein bisschen aus, wie wenn da vorne Eckle fällt, und da kennt man eigentlich auch. Ich glaube, das wird nicht passen, aber da kennt man auch was eigens entworfen, dass das irgendwie da so ein bisschen mehr, also da so ein bisschen, dass da was ist. Und wenn man das dann schon macht, dann 2-mal, und ja, wenn man dann schon dabei ist, könnte man auch die Optik ändern. Also schreibt es mir in die Kommentare, weil da komme ich erst später dazu. Das oder das, was wollt ihr zuerst sehen? Weil wenn das Leben noch lang genug dauert, dann mache ich beides. Packen wir das wieder da ein bisschen zur Seite. Das da zur Seite. Und ja, dann haben wir noch die Riken-Fraktion. Ja, da die Schulterstütze das auch selber eigens machen. Also dass das einfach schön formschlüssig ist mit dem. Dann fällt da vorne immer noch das Licht. Das habe ich seit dem letzten Video, das ein paar Stunden her ist, nicht hingebracht. Das fehlt noch. Und was mir noch aufgefallen ist, da unten, da ist ein Lächle drin. Also, davon habe ich 2 Blaster, beim einen hat es gefehlt. Und wir gehen mal die Rikens durch, die ich so habe. Mache da ein Übersichtsvideo. Und die Zieloptik oben fehlt noch. Ob man da nicht irgendwie was machen, dass das auch ein bisschen cooler ist, dass man vielleicht das vordere Ende komplett neu rausdrucken. Und das habe ich ja letzte Video gestern schon gesagt, oder letztes Jahr,
dass ich da gerne so Ding zum Drehen mit Kugellagers habe, wie bei der Prophecy habe. Das hätte ich da vielleicht auch gern. Und natürlich schön im Originalgehäuse versteckt, dass man es nicht sieht. Also das wird ein bisschen Schnitzarbeit, weil der Lauf hat gut reingepasst, aber das mit den Kugellager, da müsste ich viel rausschnitzen. Oder dass wir das drauf und das mit den Kugellager vorne rein. Also möglich. Das überlegen wir uns alles, wie wir das machen. Und ja, wenn wir schon bei den Riken sind, habe ich da noch mehr Riken. Oh, ich mag den Sound einfach. Also, und was ich da bei der gerne machen tät, das ist einfach ein bisschen schnittiger. Also die Anbauteile gefallen mir, aber da der Spalt, der sieht einfach nicht schön aus. Was man da machen könnte, hat man da sowieso Schrauben drin. Das irgendwie, also da längere Schraube und dann da so ein Klotz, so ein weißer Klotz mit dem Grau, dass das da einfach so aussieht, wie wenn das Teil da vorne nachgehört. Dann könnte man da unten das mit dem Magazin vielleicht abschließen lassen. Und dann sieht das alles so aus, wie wenn das zusammenkehren tät. Und da auf der Seite sowieso, da denke ich noch, dass das einfach auch schnittiger wird. Und bin am Überlegen, so ein Raketenhalter wäre schon auch noch cool, dass man da mehrere Raketen hat, dass das irgendwie da was noch und das dann geht dann nach unten. Dann hat man da seitlich noch die Rakete, das ist dann nochmal, also ja, das sind ein paar Teile. Das Teil da hinten, weil das brauchen wir nicht, dass das einfach abgeschlossen ist. Dann das Teil da hinten und das Teil da rum, dass das einfach ein schönes Gesamtpaket ergibt. Das wäre schon cool. Das macht einfach Spaß. So, oder noch mehr Rikens. Und eure Riken habe ich noch irgendwo rumliegen. Aber packen wir mal ein bisschen. Aber wobei, kann man die anderen Riken durch. Ja, die Riken mit den kurzen Pfeilen. Und da habe ich ganz ausgefallene Idee. Also ich hätte die gern halbautomatisch. Dass den Schlitten von der Leu spannt. Das kann sein, dass man das Federle dann wieder zurückbauen müssen. Da ein bisschen entspannteres Federle rein. Und das will ich in der Schulterstütze haben. Aber das Schlitte soll so bleiben. Also das Geräusch will ich weiterhin haben. Das wäre schon cool, wenn man da einfach drückt und dann lädt das automatisch nach. Dann müsste man da ein paar Einschalter einbauen. Und was ich mir überlegt habe, dass man das auch elektrisch macht. Dass man der eigentliche Rastnauer ist einfach weg. Und der Schalter dahinter. Und wenn man das dann sieht, geht der Schlitten halbe zurück bloß. Und dann kann man das Magazin raus tun. Und wenn man es wieder loslässt, dann geht der Schlitten wieder nach vorne. So habe ich mir das überlegt. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, ich bin noch nicht. Aber das wäre schon cool. Und wenn man das Blaster entladen will, muss man so einfach bloß die elektrisch ausschalten und dann das letzte Mal schießen und dann ist entspannt. Das wäre so die Überlegung. Ja, aber das ist nur eine grobe Idee. Ich habe noch keinen Plan, wie ich es machen sollte. Also, wahrscheinlich ist das, was ihr als erstes sehen wollt. Weil das, aber müsst ihr euch ein bisschen gedulden, bis mir Inspiration kommt. Also, da, Rikens waren wir genug sehen dieses Jahr. Und irgendwann werde ich euch meine Rikens und meine auch Retaliator, habe ich glaube bloß eine, werde die auch immer separat vorstellen. Also, langsam muss ich gucken. Hat man den Platz aus. So, das ist dann haben wir da noch ein bisschen was mit Schwungrädler. Ja, über die Evader rede ich ja schon ein bisschen länger. Und die Gott nicht so richtig. Also die hat jetzt eigentlich, guck, also voll ist, Lichtle leuchtet. Jetzt das. Und die hat glaube auch einen Streichschwungrädlerskäfig. Aber beides können wir uns gleich mal anschauen. Ich habe da nämlich, wie es der Zufall will, einen Streichschwungrädlerskäfig.
Der ist nicht zufällig, aber das werden wir gleich nochmal sehen. Und für Leute, die da schon dabei sind, das ist vom eigenen Blaster. Aber das ist zum Schluss. Zum Schluss muss ja den Spannungsbogen ja, aufrechterhalten, also für die Geschichte und was weiß ich. Und dafür habe ich auch für das Streifmal das mit so einem Klackerles-Relais da probiert. Weil ich will da den Kabelbaum eigentlich möglichst wenig ändern. Weil das, ja, weil einfach keine Lust. Und die Schalter will ich nicht ändern, weil das sieht dann nachher gleich schäbig aus. Und wenn ich mir überlege, dass man das einfach mit Klackerles Relais macht, das kann man da hat man viel Gehäuseplatz, das müsste da irgendwo reinpassen. Und dann kann es sein, muss ich überlegen, wie man das zutraut, dass man da das Batteriefach rausdremelt, dass auch Lithium-Akku reinpasst, so ein Lipo-Ding. Das muss ich immer mal. Oder ist das? Das ist bloß reingeklebt. Das heißt, da könnte man vielleicht auch. Das war jetzt. Da könnte man vielleicht das auch einfach rausnehmen. Ja, das und vielleicht was rausdrucken. Das sind so ein transparenter Orange oder so, das halbwegs passt. Und dann kann man den Lithium-Akku da drin rein platzieren. Ich hab's noch nicht zerlegt, das Plasterle. Das wird noch Überraschungsnummer, aber so prinzipiell, ich meine, die Streifen haben halt das Innenleben schon geändert, aber das sieht halt ein bisschen chaotisch aus. Und da könnte man das ändern und dann müsste man die Modelle anders vertrauen und das dürfte dann schon passen. Und die Schalter dann mal prüfen, warum das jetzt nicht richtig geht. So, die packen wir da hinten noch. So dass ihr gerade noch das Ende seht. Müsst ihr mir halt glauben, dass da ist. Und dann haben wir da noch die Double Punch. Ja, da muss ich mal gucken, was wir da machen, ob wir da gleich auch auf Lithium-Polymer-Akku gegangen. Und vielleicht da irgendwo, ja, dort nicht irgendwo sicher Spannungsanzeige sicher gut machen. Rein auch vom optischen. Irgendwo, wo so schön Fensterle ist. Da findet sich sicherlich was. Da gegenüber könnte man einfach eine Spannungsanzeige machen. Das wäre schon cool. Da sieht man Batteriespannung oder da haben wir irgendwo in der Gegend. Also da kann man schon. Und da wäre es eigentlich. Da wär's. Also muss ich mal gucken, ob ich Spannungsanzeige in der Größe finde. Da die Spannungsanzeige rein. Da der Griff, das kann man hinter aushöhlen. Da müsste dann schon Akku reinpassen. Das dürfte schon kein Problem sein. Sagt er in seinem jugendlichen Leichtsinn. Aber bei gucken, da haben wir, wenn wir da die Steg rausmachen, da haben wir genug Platz. Das ist mehr Platz wie in der Streif drin. Das darf ruhig ein bisschen lommelig sein, dann das ist okay. Haben wir das Ding da noch. Haben wir da noch. Da. Das habe ich ja. Das ist so Dartzone. Und das wird dann mal ein bisschen mehr künstlerisches als Ingenieursprojekt. Also da hat es mal darum gegangen, das einfach mal ein bisschen von der Farbe aufzuwerten. Oder einfach interessanter zu gestalten. Das habe ich auch noch keine Idee, aber so wie es jetzt ist, gefällt es mir farblich einfach nicht. Die sieht gut aus von der Optik, also von der Form her. Ja, vielleicht die Schiene da oben nicht, das passt irgendwie nicht ganz so zu dem Plästerl, aber ja, das ist auch dramatisch. Aber so, wenn man da ein bisschen mit Farbakzente oder so, oder generell einfach, da schlafe ich noch ein paar Nächte drüber und da fällt mir da schon was ein, wie man das machen und dann pinseln wir mal eine Runde. Das ist russisch Roulette für Schisshase. Wenn er da bloß so einen Tag ladet. Und dann haben wir noch das mit dem Hebele. Der ist halt, ja, also, ich habe ja gesagt, wenn man das einhändig bedienen will, so Gotts, also wirklich, da kann man den Hebel festhalten
Und dann muss man da mit dem Daumen den Abzug drücken. Das ist ein bisschen, das ist ein Krampf. Das ist ein Krampf. Ja, bellern statt blastern. Hoffe, ich habt euch gestern dran gehalten. Ja, und den Hebel, das muss ich mal angucken, aber das dürfte. Also ich weiß nicht, wie der innen aussieht, aber wenn das ist, allein von der äußeren Form dürfte es jetzt kein Problem sein, der einen Eigner zu entwerfen und der ist ein bisschen schlanker. Also der Hand einfach anpasst. Also eigentlich sollte man das ja so halten und dann müsste es einfach da Hanne so da rumgehen. Dann dürfte es passen. Und dann kann man da vorne ja ein bisschen ein Design machen, dass man trotzdem die grobe Form hat. Oder, was man auch einfällt, man kann den originale Hebel lassen, da einfach was rein machen, was man dann reinklickt. Dann muss ich den Blaster nicht einmal zerlegen. Gut, dass wir geredet haben. Dass wir geschwätzt haben, ganz gut. Das ist ja noch einfacher. Das kriege ich schnell hin. Ja, ich glaube, ich schmeiß da mal wieder Blender an, das mache ich geschwind. Dann haben wir, ja, da haben wir erst einmal ein Platzproblem hier. Aber packen wir das wieder weg, die kosmetische Sache. Das ist auf dem Boden. Ja, das Jahr ist schon lang. So lang wie heute ist ja das restliche Jahr nicht mehr. So, dann haben wir noch was ich eigentlich ziemlich am Anfang machen will. Ich hab da so was gekauft und ihr seht, da fällt ein bisschen was. Da ist ein Loch, das gehört da so nicht. Also das gehört da schon, aber da gehört was drauf. Das Deckel fehlt zu dem Ding. Und ich habe auch bei Thingiverse keine fertige Datei gefunden. Also der Blaster Gott, aber das hält halt nicht. Gut, man könnte sich einfach helfen mit Panzertape und das festheben und gut ist. Aber wenn ich schon 3D-Drucker habe, denke ich mir, komm, da kannst du was ausdrucken. Und das ist so, das warte ich euch ziemlich zügig. Das ist so vollautomatisch, Bläserle mit Stößerle. Das ist was ganz Schicks. Oder wir zerlegen das komplett und machen was ganz anderes draus. Das kann. Wobei das ist eigentlich ein cooles Bläserle. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Irgendwas mit Strom oder so. Und ja, das ist einer meiner vollautomatischen Blasters. Da habe ich ganz vergessen bei der einer Vorstellung, oder bei dem einer war egal. Und dann haben wir noch nochmal so vollautomatische, so Stampede. Das ist, schalten wir es ein, Gott so. Ja, und das ist das, was ich gemeint habe mit der Riken. Das hätte ich da auch gern, aber halt nicht vollautomatisch, sondern bei jedem Triggerle dann, dass das macht. Das wäre schon cool. Aber zuerst machen wir die Stampede. Zuerst machen wir die, weil das ist halt, also das hört sich schon cool an und das ist auch irgendwie cool, aber ja, das ist halt ein bisschen ein schwaches Blästerle. Also das ist, ja, ist halt schon ein paar Tage alt. Aber ich glaube zeitgleich, als ich das Blästerle gekauft habe ich mir auch die Doyle zum Modifizieren gekauft. Und das gucken wir uns das dann. Erstmal gucken wir uns die Serienleistung an mit dem da. Ich gehe davon aus, dass das Serie ist. Das weiß ich nicht, ob da jemand schon dran rumfuscht hat oder nicht. Aber bei dem weiß ich, dass Serie ist, weil das habe ich neu gekauft. Und da gucken wir uns die Serienleistung an. Und da die auch gern so Lithium-Akku reinmachen, weil der Batterieklotz oder das so modifizieren, dass es von Lithium-Akku oder für irgendeinen Akku, Gott will, das sind ein Haufen Batterien dahinter, denn das ist nicht so toll. Das macht es ein bisschen arg kopflastig, was ist das andere, das ist rückenlastig oder ja, Bobbeslastig, keine Ahnung. Was ist das Gegenteil von kopflastig? Das ist oder das macht das. Der Blaster ist einfach unausgeglichen. Der will da nach hinten kippen. Das ist
schlecht für die Aura des Blasters. Der muss da ein bisschen ausgeglichener werden, dass das einfach ein entspannender Blaster ist. Deswegen müssen wir dahinter ein bisschen Gewicht wegnehmen. Ja, ein blödes Quetz halt, aber witzig. So, jetzt gucke ich mal noch kurz um mich rum. Ja, habe ich keinen vergessen. Außer, jetzt gucken wir mal 3D-Druckbeul an. Das ist jetzt, ja, das eigene Blaster. Also, seht, da habe ich. Das war der Kampf mit dem Slicer-Ding. Da seht ihr, da sind Lücken und ja, das Ding hält nicht. Das hat mich zum Verzweifeln gebracht. Ganz gelöst habe ich das Problem nicht, aber ich hoffe so weit, dass wir weitermachen können. Also ich glaube, zuerst gehen wir die da im Serienzustand an, vermessen die mal und das nächste Video da drauf. Also 2 Videos, also ja, das ist halt so einfach. Lasst ein Abo da, drückt das Klingerle und dann kriegt das mit. Und da bauen wir einen eigenen Blaster zusammen. Also das packen wir weg. Da habe ich nämlich, da guckt, ich habe es ja erzählt schon, das ist mir schon, das war Blödsinn, da die Steg da, das Gott natürlich stehen drucken, nicht. Aber mit dem Ding bin ich sowieso nicht glücklich, das sieht ein bisschen schäbig aus. Also das sieht halt einfach komisch aus. Und haben wir wieder mal ein Platzproblem, aber kein Problem, für das keine Lösung gibt. Und da haben wir das da. Ja, also bevor wir das Video machen, denke ich, dass ich mal ein bisschen feilen tue und ein bisschen kleben. Weil, ja, ihr seht, die Dinger, da habe ich immer noch ein bisschen Problem mit dem Modell oder mit dem Modell selber wahrscheinlich nicht, aber mit dem Slicer, der mag halt das nicht so richtig. Da seht ihr das, also das Schraubloch ist halt schon, da hat er die Oberfläche, ne, keine Ahnung, der Slicer ist wohl völlig überfordert mit dem Modell. Aber das kann man so weit lösen, dass wir dass wir den Prototyp bauen können. Und dann fürs nächste Modell gucke ich mir das nochmal im Detail an. Und dann kriegt man das auch. Das ist auch ein Problem, für das es sicherlich irgendwo Lösungen gibt. Und dann kann man das Stück für Stück sich verbessern und dazulernen. Dann passt das. Da ist der Teil. Das gehört da rein. Jetzt haben wir da das Ding da oben drauf. Und dann haben wir, das kennt ihr ja schon, das Magazin. Dann müssen wir, das Magazin geht nicht im leeren Zustand rein. Der Schieber geht natürlich jetzt nicht, weil ist alles nicht verbunden. Da seht ihr, so hebt das Magazin. Wenn ich das jetzt so halte, kann man das Magazin einen Pfeil einpacken sollen. Das also ein leeres Magazin können wir nicht laden. Ganz einfach. Das macht er einfach nicht, da muss ein Pfeil rein und dann kann das geladen werden. Das ist ein bisschen ein Nachteil, dass das an dem Magazin da. Und ihr müsst halt einfach einen Anschlag für den Schieber machen. Aber das ist ein akademisches Problem. Ihr ladet einfach kein leeres Magazin in den Blaster, weil gut ist. Problem gelöst. Das ist jetzt halt nur für mein Demonstrationszweck ein bisschen angeschickt. So. Das passt. Da kann man das. Das passt, das kriegt man da so. Ja, die Schraublöcher passen auch. Gerade so. Aufpassen. Und dann hebt es. Da kann es halt, dass das schon ausreicht, um das Magazin gescheit festzuhalten. Also zumindest für den ersten Prototyp. Und dann kann man da später, wenn man da hinten noch ein bisschen was ergänzt, so ein kleines Hebel noch machen. Dass man dann mit so Fädeln oder so dann
Aber das habe ich ja gesagt. Für den ersten Schritt ist das nicht wichtig. Für den ersten Schritt ist wichtig, dass die Hauptfunktion schießt, erfüllt ist. Und Nebenfunktion, Magazin wird sauber festgehalten, auch wenn man, wenn man mal Kopf überschießen will. Warum auch immer das jemand machen sollte, dass das auch Gott, aber alles nach dem anderen. Hauptfunktion, dann Nebenfunktion. Und das, ja, das seht ihr der Brösel, der Kruscht schon runter, weil das habe ich jetzt halt frisch ausgedruckt und ja, schlecht schon leider nichts mehr wurde. Ach, da ist die Schraube, die da ein bisschen übersteht, deswegen ein bisschen Probleme macht. Aber ist vom Griff her ganz okay. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Müsste da vielleicht die Ecke ein bisschen abrunden oder so. Aber das ist von der Hand ganz okay, wie ihr seht. Das ist da passt der Finger ganz gut nach. Das passt, kann man weitermachen. So, Dele. Ja, das wird ein spannendes Jahr. Also da wird einiges geblastert und bin mir sicher, den machen wir auch hübsch. Und vielleicht machen wir schon, juckt es mir schon der Fingernägel, dass wir der zweite gleich machen. Jetzt muss ich ein bisschen kürzer, deswegen Gott das nicht gescheit. Das ist halt. Aber habe immer noch die Spiralfeder reinbastelt, also das steht auch noch aus. Und habe ich da Batteriebox, Quintestange habe ich auch für das Schwungrädel, das Käfigle. Das machen wir dann ein bisschen Kraschel, so Quintestange rein. Dann brauche ich die Kunststoff, die steht da nicht, die soll so nicht gescheit taugen. Da war es eigentlich, also wenn mich nicht alles täuscht, habe ich alles an Hardware da, was man so braucht. Da können wir die Batteriebox verkabeln, Motorler hat das schon, die dürfte da funktionieren, hoffe ich doch. Und das würde ich von Anfang an einfach mal festlöten und gut ist. Aber bei gleich Schnittstelle dazwischen, das kann man schon machen, dass man da das gleich nach hinten legt. Das habe ich mir überlegt, das mache ich damit mit so Steckerle. Und wenn ich irgendwann mal ein Triggerle zwischendrin habe, will der kann ich einfach so T-Stück machen mit Triggerle. Oder ja, irgendwie Relais basteln oder sonst was. Also T-Stück mit Relais wäre auch möglich. Und dann ist das ganz einfach. Aber so kann ich das einfach. Ich meine, das Ding hat von Anfang On-Off-Schalter. Von Anfang reicht das völlig. Also ist es halt einfach ein Ausblaster. Und dann kann man dann schießen. Das reicht völlig. Und später kann man dann immer noch gucken, was man so machen will. Und da hat man dann, könnte man jetzt da noch die Strecke, könnte man da eigentlich, wenn man da T-Stück machen will, das könnte man da verkleben und dann hinten einstecken, vorne einstecken. Dann ist das wirklich modular. Dann kann man das auch untereinander austauschen, wie man das haben will. Das könnt ihr eigentlich gleich von vornherein so machen. Muss ich mal gucken, wie viel Stecker ich da habe, ob ich da genug Material da habe. Ob man das gleich von vornherein so macht. Und das kann man ja, wenn man was zerlegt und wenn man feststellt, das will man doch nicht weiterverwenden, wieder recyceln. Oder wieder neu verwenden oder anders verwenden. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber als erstes die Stampede. Und ich glaube, das Rebell-Ding da, wisst ja, ich bin ein Rebell. Oder wisst ihr vielleicht nicht, aber ich sag's euch jetzt. Das lädt man da vorne so. Das schauen wir uns als nächstes Video an. Und auch bauen wir einen eigenen Blaster zusammen. Muss ja. Ihr wisst, muss den Moment genießen zwischen, ich denke, dass es klappt und ich finde raus, dass es doch nur Probleme gibt. Der Moment ist einfach das Beste im Ingenieurssein. Und wenn es dann wirklich zum Schluss wirklich klappt und alles funktioniert, der ist noch besser, der Moment, aber der ist halt selten. Also es ist immer, dass irgendwas dann doch noch so verbessern gibt und da ein kleines Problem nicht zu lösen und das Geschäft geht nicht aus. Es ist ganz normal und je mehr man macht, desto mehr Probleme treten auf, die man dann halt wieder löst und dann ist gut. Also, und da fällt noch das Ziel von Rille, das muss auch noch. Dass das einfach wirklich auch gleichwertiger Blaster ist. Also die kleine Version von der da. Ja, so viel zu tun. Und ich weiß gar nicht, wie viele Projekte ich da jetzt euch aufzählt habe, wo ich machen will.
Aber ich bin mir sicher, der Großteil davon kriegt man hin. Oder wahrscheinlich alles, also. Wir gucken. Und vielleicht kann man dann auf 3 Videos pro Woche, wenn das irgendwie die Zeit zulässt. Und ja, da kann ich ja alles nicht versprechen. Das muss ich gucken, wie das. Sollte auch ein bisschen was noch schaffen nebenher, dass ich mal den Großteil leisten kann. Das ist einfach. Ist halt nur ein Hobby. Aber dann bleibt da, lasst ein Abo da. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.